Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl! Leute, mir hat das neulich wieder so Spaß gemacht mit dem ganz alten Met. Die gute alte Zeit, ne, bevor ich offiziell eigentlich in der ganzen Nummer überhaupt drinne war. Und deswegen haben wir gedacht, wir holen uns jetzt hier nochmal einen Klassiker raus, und zwar das Reinis Mobbing und Hate Video. Und ich weiß nicht genau, wann das war. Ich glaube 2015 wird es gewesen sein. Irgendwas in dem Bereich, 15 oder 16. Ne? Und Reini erklärt uns in diesem großartigen Machwerk natürlich, was Hate und Mobbing ist, weil er kennt sich ja damit aus. Ne? Er, das große Mobbing-Opfer par excellence. Es gab noch nie jemanden, der schlimmer unter Mobbing gelitten hat als Reini. Ne? Konnte immer nie was dafür, ne? Er hat immer, ist vollkommen grundlos immer in der Schule schon, sein ganze Leben lang. Ne? Wahrscheinlich haben sie, irgendwann kommt dann beim Plasti Jakob, haben sie dann auch gemobbt. Aber nichtsdestotrotz. Ne? Dementsprechend, hockt euch her, Samamera, reißt euch Häube auf. Mir ging einer in, ach warte mal, den hier, tick, zack, Rainer. Metal Leute, Servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Ja, Metal Reini. Im Übrigen, die Gülle-Qualität ist wieder, ne, ich habe ihn soundqualitätsmäßig nicht besser hinbekommen. Vor allem nicht mit meinen bescheidenen Fähigkeiten. Ja, heute habe ich ein kleines Video zum Thema Mobbing. Ich habe das bereits zweimal jetzt aufgenommen, beide habe ich jetzt verworfen. Ich habe das bereits gestern 5-mal oder 6-mal aufgenommen. Er hat es heute schon 2-mal aufgenommen und gestern schon 5 oder 6 Mal. Also da sind wir schon bei 8. Das ist der 9. Versuch. Ja, für 13 Minuten One-Take ein Video über Mobbing und Hate. Und, ja, dann stellt er sich hin und sagt, ja, euren Arbeitstag könnt ihr gegen meinen in die Tonne treten, weil so viel Arbeit in die Videos reinsteckt. Aber Reini, wenn du einfach zu dämlich dafür bist, dann ist halt einfach. Das kannst du aufnehmen und dann kannst du halt denken, das war jetzt nicht gut. Oder ich habe das und das vergessen, was ich noch sagen wollte, und das mag ich nicht reinschneiden, so ich will, dass das ein flüssiges Ding wird. Come on, ne, ich schreibe mir jetzt hier ein Skript und baller das einmal nochmal anständig durch, die Viertelstunde schenke ich mir und weiter geht der Beta. 8-mal hat er das aufgenommen. Nee, immer noch nicht. Verdammt. Was? Das? Oh Mann, 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 Mann. Das Video ist sehr schwer für mich zu machen. Ja, das ist richtig. Das ist sehr schwer für dich zu machen, weil du überhaupt gar keine Ahnung hast, wovon du sprichst. Reini. Weil du überhaupt keine Ahnung hast, wovon du sprichst, weil du nämlich nicht gemobbt wirst. Du wirst nicht gemobbt, du wurdest nicht gemobbt. Dein Leben lang. Ne? Die haben die Leute einfach nicht gemocht. Und das haben sie sich spüren lassen. Das hat nichts mit Mobbing zu tun. Das hat damit was zu tun, wie du anderen Leuten gegenüber bist. Wie du in jedem Raum immer der Meinung bist, du musst der Mittelpunkt sein, alle müssen dir huldigen und dir an deinen Lippen hängen. Um der Weisheit des Drachen zu lauschen. Und wenn die dann da nicht mitspielen, du dich wie ein Dirnenspross verhältst, dann kriegst du ein Echo. Das ist das, hat mit Mobbing gar nichts zu tun. Es liegt dieses Mal auch sehr stark daran, dass ich nicht besonders auf der Höhe bin. Das heißt, wenn ich mich mal verspreche oder blöd ausspreche oder blöd ausdrücke oder blöd artikuliere. Ja, dann kann es nicht sein, dass er einfach blöd ist. Ja, wie war der Spruch? If it smells like a duck, and it sounds like a duck, and it walks like a duck. Wahrscheinlich ist es dann, ne? Also, lasst euch nicht beirren. Es kann schon mal sein, dass ich richtig blöd handle, blöd rede, blöd bin, aber das liegt dann nicht daran, dass ich blöd bin. Nein, 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 nein. Sondern? Entschuldige ich mich schon im Vorfeld. So. Achso, ja. Jeder Frame, wie er da auch steht, die Schultern so nach oben zieht mit dem Ding, damit er so ausschaut, als hätte er ein breites Kreuz. Und habt ihr auch Poster von euch selbst immer? Ich weiß es nicht.
Ey, angenommen, ich wäre irgendwie jemand in einer Band oder so, ne? Ich würde mir doch kein Poster von mir selber an die Wand hängen. Wie bescheuert ist das denn? Ich habe heute meine Tür offen, weil es Weil du kriegst und kriegst die Tür nicht zu, Rainer. Du kriegst die Tür nicht zu. mir ultra warm ist. Das in so einem. Auch dieses Klavier im Hintergrund. Ich krieg's nicht. Und ich bitte um Entschuldigung, falls es extrem rauscht. Ich hoffe, dass der Wind nicht zu schlimm ist. Der Wind weht nämlich wie Sau. Rainer, ich höre jetzt schon den Grund, warum es eine 10. Aufnahme geben könnte. Ah, verdammt. Diesmal hat er endlich den Text fehlerfrei runtergestottert. Jetzt war es der Wind. Weg. Eine ist auch vollkommen irrelevante Information. Wenn du der Meinung bist, der Wind könnte da ein Problem geben, mach eine Probeaufnahme. Wenn es läuft, läuft. Wenn es nicht läuft, dann mach's Fenster zu und schwitze ein bisschen. Gut. Ich werde mich dieses Mal ein bisschen an der Wand anlehnen. Ja. Weil er denkt, das sieht cool aus. Ne? Und weil er zu dem Zeitpunkt schon auf einem Adipositas-Level war, dass ihm das Stehen länger als 10 Minuten nicht mehr ermöglicht hätte. Ich möchte heute über das Thema Mobbing mit euch sprechen. Das Mobbing-Thema ist ein Thema auf YouTube, das viele mit der Kneifzange anfassen, viele gar nicht erst in Betracht ziehen, ein Video darüber zu machen. Ich persönlich habe schon 3 Stück gemacht. Ja, Rainer, das hier ist das 4., es wird auch nicht das letzte gewesen sein. Das Laberst halt jedes Mal dieselbe Scheiße, Reini. Stimmt nicht. Manchmal wirft er dann nochmal so Banger mit rein, wie, wenn ihr was gegen Mobbing tun wollt, dann spendet nicht an irgendwelche Organisationen, die tatsächlich was gegen Mobbing tun, sondern mich. Ja? Spendet an mich. Das ist jetzt schon das 4. Und irgendwie kriege ich es einfach nicht hin, dass ich mich besser artikuliere, besser ausdrücke, wie ich das Ganze euch nahe bringe. Ich übersetze, verdammte Axt, jetzt erzähle ich es euch zum 5. Mal. Jetzt fresst halt endlich die Scheiße, die ich euch da auf den Teller geknödelt habe, und haltet euer dummes Maul und schmeißt mir euer Geld hinterher. Versteht mich nicht falsch, ich möchte mit diesem Video nicht erreichen, dass... Im Übrigen, bei versteht mich nicht falsch. Ja? Immer wenn Rainer sagt, versteht mich nicht falsch, dann erklärt er danach seine genauen Absichten. Da müsst ihr genau zuhören, dann wisst ihr, wie ihr ihn verstehen müsst. Versteht mich nicht falsch. Ich will dann hier mit diesen Autogrammkarten, die ich jetzt da gegen Spenden verkaufe, ne? Ich will da jetzt niemanden abzocken damit. Ne? Versteht mich nicht falsch, ich will nicht, und dann kommt genau das, was er eigentlich will. mich weniger Menschen haten. Ich möchte mit diesem Video auch nicht erreichen, dass andere Menschen weniger gehatet werden. Ich möchte einfach... Oh, Reini, dass er sich das, wahrscheinlich hat er keinen Bock mehr gehabt, oder? Dass er sich das nicht angehört hat und sich gesagt hat, ah verdammt, müssen wir doch das 10. Video machen. Ich höre es jetzt nochmal an, einfach nur, weil es so geil ist. haten. Ich möchte mit diesem Video auch nicht erreichen, dass andere Menschen weniger gehatet werden. Ich möchte mit diesem Video nicht erreichen, dass andere Leute weniger gehatet werden. Also das Video heißt Drachenlord, Mobbing und Hate, und im Moment hört sich's gerade so an, als wäre es ein Werbevideo dafür. Also, keine Sorge, ich bin nicht einer von diesen Schnullis, die da im Internet rumlaufen und sagen, Mobbing wäre ganz, 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 ganz fürchterlich. Nee, ich will, dass die Leute weiter gehatet werden. Oh Mann, Reini. Reini. So eine geskriptete Scheiße, das liegt dir nicht. Ha? Gut, die spontane Scheiße liegt ihm auch nicht. Ich möchte einfach mal auf die allgemeine Situation aufmerksam machen. Die Situation, die ist sehr, sehr wichtig. Und hoffe, dass dadurch vielleicht weniger Hass entsteht oder vielleicht Menschen anfangen, mit ihrem eigenen Hass erstmal versuchen umzugehen, bevor sie ihn grundsätzlich auf andere projizieren. Eines meiner Lebenseinstellungen oder eines meiner Lebenseinstellungen. in meiner Lebenseinstellungen Gerade noch die Kurve gekriegt, Reini. war immer, Leicht den Randstein touchiert, aber ist okay. wenn der Hass von Hass weitergegeben wird. Also wenn ihr quasi Ein Hass von Hass weitergegeben wird. Rainer, nicht einmal dem allerdümmsten Idioten auf RTL 2 kannst du das als
tiefen Gedanken verkaufen, der Hass von Hass weitergegeben wird. Was für eine Scheiße. von jemandem gehasst werdet, Also wenn der Hass von jemandem gehasst, was? weitergegeben wird. Also wenn ihr quasi von jemandem gehasst werdet, fangt ihr an, die Person auch zu hassen und dadurch projiziert ihr das oft wieder auf andere Personen. Das ist etwas, was ganz normal ist. Nein. Ich fange doch nicht an, irgendwelche Leute wild random einfach zu hassen, nur weil ich jetzt zum Beispiel dich hasse. Ja? Ich gehe doch nicht auf der Straße rum und zu irgendwelchen wildfremden Leuten hin, ne? Und kack den ordentlich vor den Kopf und sage, das, weil der Drachenlord so ein dummes Arschloch ist. Oder was? Allerdings bleibt es nicht bei der Person, sondern die Person hatet jemand anderen, der dann vielleicht euch hatet und ihr daraufhin wieder eine andere Person hatet. Dadurch, versteht ihr, dadurch entsteht ein Netzwerk, dadurch entsteht Clusterfuck-Hate, ne? Ja. Oh Mann. Mit dieser Musik im Hintergrund. Das, ganz ehrlich, das ist wie wegen so Weihnachtsprojekt aus dem Kindergarten. Die Leute sollten sich alle lieb haben, weil wenn die Leute sich nicht lieb haben, dann ist die Welt schlecht. eine riesige Galaxie von Leuten, die einander hassen. Wer kennt sie nicht, die Hate-Galaxie? Es entsteht eine Galaxie aus Menschen, die die Leute hassen, Alter. Ich kann das nicht. Boah, Rainer. Keine Ahnung, der hat mir gerade vorhin erzählt, dass er schon 8 Aufnahmen gemacht hat. Das hier ist die 9. Und die hat er dann. Da will ich die anderen 8 noch sehen. Wenn das die gute war, dann will ich die anderen 8 sehen. Was braucht es, um eine Krankheit zu heilen? Ein Gegenmittel. Versteht mich nicht falsch. Ich bezeichne Ein Gegenmittel, würde ich sagen, braucht man, um eine Vergiftung zu heilen. Ne? Ein Heilmittel braucht man, um eine Krankheit zu heilen. Oder täuscht mir das, ne? Bei der Vergiftung ist, ich habe ein Mittel genommen, dann muss ich ein Gegenmittel nehmen, damit sich das ausgleicht. Ne? Aber wenn ich eine Krankheit habe, dann muss ich halt irgendwas nehmen, was die Krankheit bekämpft. Wurscht. Hass nicht als Krankheit, obwohl sie sich wie eine verbreitet. Nee, Hass ist kein Organ. Nee, was? Geh weiter. Hass kann aber durch etwas geheilt werden. Boah, wenn er jetzt Liebe sagt, spei mir echt vor die Füße. Liebe. Ah, nein. Och nein, Rainer. Oh, wir wissen alle, ey, wir haben die Stories, die Goblin-Stories gehört. Wir wissen alle, wie das gemeint ist. Die Goblins sperren die Leute so lange in den Käfig ein und lieben sie, so lange bis der Hass verschwunden ist. Alter Schwede. Zuneigung, Freundschaft. Man darf. Ja, und jetzt reden wir mal über Dinge, die du alle nicht hast. Und dann verstehen wir auch, warum du alles und jeden hast. Du hast all diese Dinge nicht. Keine Zuneigung, keine Freundschaft, keine Liebe. Kein Mensch mag dich. Aus gutem Grund und vollkommen zu Recht. Das heißt, der Hass geht ja dann offensichtlich von dir aus. Also Schnauze halten, Video beenden, dich verbissen und nie wieder über Mobbing reden. Man darf den Hass nicht verleugnen, man darf den Hass nicht auf andere Menschen projizieren. Man darf den Hass Wie kann ich denn den Hass verleugnen? auch nicht in irgendeiner Art und Weise vergessen, denn das wäre ein Fehler. Ich weiß nicht, ob Hass vergessen stelle ich mir eigentlich als eine ganz gute Sache vor. Da hat es doch genau das erreicht, was du willst, dass es dann weniger Hass gibt. Großartiger Schnitt im Übrigen. Da gibt es weniger Hass. Wenn ich einfach vergesse, dass ich irgendwie jemanden abgrundtief hasse und beim nächsten Mal einfach gemütliche Halbe mit dem trinken kann und alles ist friedlich, ist doch für alle positives Ergebnis rausgekommen aus der Nummer. An dieser Stelle sehe ich mich jetzt noch gezwungen, etwas einzuwerfen. Die Tatsache, dass ich immer sage, ich kann keinen Hass empfinden, das ist zum größten Teil richtig, aber es gibt eine Ausnahme. Aber das ist wie,
wie ein kleines Kind, das sich seinen eigenen Superhelden ausgedacht hat und denkt, er ist super, super schlau und dann hat es aber irgendwie in den Kräften einen Widerspruch in sich drin. Ne? Und dann wird es darauf angesprochen von einem interessierten Erwachsenen. Ach so, ja. Aber wenn das ist, wie macht er dann das? Ja, also der hat die Kraft schon immer, außer wenn. Ich kann Hass empfinden, aber ich hasse andere Menschen nicht. Ich projiziere meinen Hass nicht auf andere Menschen. Wenn ich jemanden hasse, dann bin ich es selbst, den ich hasse, weil ich derjenige bin, der für meine Taten verantwortlich ist und ich derjenige bin, der für meine eigenen Handlungen zur Verantwortung gezogen werden muss. Dazu muss ich kurz eine einblenden. Smell shite. Ein Klassiker. I definitely smell shite. Und deswegen, wenn ich jemanden hasse, hasse ich mich höchstens selbst. Und Ja, Rainer ist Orscher. Wen du nicht alles hast, was du auch gesagt hast, dass du die hast. Ne? Ist auch vollkommen legitim. Wenn ich du wäre, hätte ich Regenbogenschaf auch gehasst. Ne? Aber Rainer, wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Das ist einer der Punkte, man soll sich nicht selbst hassen. Aber wenn ihr andere anfangt zu hassen, wird es ultra schlimm. Hass ist ein Teil von uns. Das war auch. Das musste. Den Absatz, den musste jetzt ganz dringend da noch reinschneiden. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Der musste da rein. Das war nicht einfach nur nichtssagendes Pseudotypes Blabla. Gut, das ganze Ding ist aber egal. Hass gehört zu jedem Menschen. Aber wenn ihr Hass auf andere Menschen projiziert durch den Schmerz, der euch widerfahren ist, werden andere Menschen das Gleiche tun. Und so endet es nicht. Ich habe vor langer Zeit ein Video gemacht, in dem ich sagte, komm. Lol, vor langer Zeit, ne? Das sagt er das so dramatisch, wie wenn es 20 Jahre her wäre. Die ganze Nummer war Mitte des letzten Jahrzehnts. Ne? Da war er noch nicht so lange auf YouTube unterwegs, vor langer Zeit. In einem Land vor unserer Zeit. Ne? Zu mir, hatet mich, macht mich fertig. Warum? Ja, das habe ich schon oft erklärt, warum. Aber ich habe mich aufgeregt. Ich habe viel rumgelabert. Ich habe viel Scheiße gemacht. Ja. Aber habe ich jemals Daten von jemandem preisgegeben? Und ich hatte reale Daten. Warum? oh, Reini, das ist so ekelhaft. Also, ich weiß nicht, ob er zum damaligen Zeitpunkt schon Dinge geleakt hat, aber ich traue es ihm zu. Ich weiß aber, dass er später wirklich immer auf alle möglichen Daten gegeiert hat, um sie leaken zu können. Glaubt ihr, hasse ich nicht? Rainer, das glaube ich nicht. Das ist das Problem. Ich glaube nicht, dass du nicht hast. Ich glaube, du hast einfach überdimensional viel und projizierst das dann wieder auf andere Leute. Warum hasse ich Regenbogenschaf nicht? Ariella. Warum hasse ich Lügenlord, Drachenlord Nerv oder all die anderen Hater? Der Typ hieß Drache nervt, Reini. Das weiß sogar ich. Ne? Wenn du nochmal Nachhilfe brauchst mit der ganzen Nummer, dann schau die Videos mal einziehen an. Florian, Malte, Erdbärchen, wie sie alle heißen. Warum hasse ich diese Menschen nicht? Das würde man sich fragen, wenn die ganze Pampe hier nicht vollkommen aus dem Arsch gezogen und erlogen wäre. Aber, ja. Im Prinzip ist es einfach. Ich hasse sie nicht, weil sie mir egal sind. Wirklich egal. Ich mache auch immer Viertelstunden-Videos gegen Mobbing mit Leuten, die mich geärgert haben, wenn die mir vollkommen scheißegal sind. So, wenn mir das vollkommen hintenrum vorbeigeht, dann mache ich immer Viertelstunden-Videos, 9. Aufnahme. Schneid dann nochmal extra was dazu rein, weil ich das alles noch zu sagen habe, weil mir das Ganze vollkommen am Arsch vorbeigeht. Richtig, Rainer. Sie interessieren mich nicht. Das sind Menschen, die nicht mit mir zu tun haben, nichts mit mir zu tun haben wollen, gleichzeitig aber mit aller Macht versuchen, mich... Also, ich möchte jetzt echt
ich möchte jetzt nicht wie ein Arschloch klingen, aber in dem Video sieht er dann noch behinderter aus. Also in dem Video, wenn ich das jemandem zeige, der ihn nicht kennt, der denkt wirklich, okay, das ist hier irgendeiner, ne, der in der Werkstatt arbeitet. In der besonderen Gruppe. Von meinem Weg abzubringen. Im Großen und Ganzen ist mein Weg ein einfacher. Mein Weg ist der Weg, den eigentlich jeder Mensch gehen sollte. Boah. Der Weg des finanziellen Ruins? Boah, der Satz ist richtig geil gealtert. Das muss man vorstellen. Das ist 10 Jahre her. Da sagt er, mein Weg ist der Weg, den alle gehen sollten. Und jetzt schauen wir mal, wo er heute ist. Ich meine, das wäre gut für Uwe. Ne? Dann könnte er viel mehr Zimmer vermieten. Aber ansonsten hätte davon, glaube ich, keiner profitiert. Ich möchte in meinem Leben den Punkt erreichen, Leben, ne? an dem ich einfach nicht mehr hassen muss. Versteh mich nicht falsch. Verstehen mich nicht falsch. Oh, jetzt hat einer auf Markus Lanz gemacht. Gehen wir da nochmal drauf ein. Zorn, Wut, Aggression, das alles gehört zum Zorn und zum Hass. Aber es ist nicht Hass. Jetzt will er sich rechtfertigen dafür, dass er halt immer vollkommen am Eskalieren und am Rumbrüllen war. Hass ist etwas, was Regenbogenscharf immer wieder zeigt. Dorian, Malte, all diese Namen sagen euch was. Lügen. Vor allem, keine Ahnung, das sind zwar die Hater, aber gerade diese Leute, die er da aufgezählt hat, die sind im Vergleich, die haben dich als Lolkau gesehen, Rainer. Die haben dich nicht wirklich gehasst. Die haben auch damals, wusste man auch noch viel zu wenig über dich, 2%, aber was man heutzutage inzwischen über dich weiß, mit den neuen Sachen, mit diesen ganzen Goblin-Geschichten, was weiß ich alles, deine Universen und sowas, das ist ja noch viel, viel, viel schlimmer. Die damals, die haben mich als Clown im Internet gesehen. Als unfreiwilligen Clown, der sich ein bisschen zu ernst nimmt, aber halt als Depp. Die haben sich gedacht, das sind die Kinder, die den Dorfidioten ärgern. Die hassen dich nicht, also haben dich wahrscheinlich nicht gehasst. Lord. Drachenlord nervt. All diese Namen sagen den größten Teilen von euch was. Was genau unterscheidet die Wut, die ich für diese Menschen empfinde, vom Hass, den sie gegen mich empfinden? Ja, das fragt man sich. Woran hat er gelegen? Na, Rainer, fragt man sich nicht. Du hasst diese Leute und vor allem, weil sie dich nicht ernst nehmen. Rainer, diese Leute können dich gar nicht hassen, weil sie dich nicht ernst nehmen. Also zum damaligen Zeitpunkt. Und dafür, dass sie dich nicht mal ernst nehmen, dafür hasst du die. Es ist mal wieder genau andersrum. Der Lord spiegelt wieder. Oh Gott, ich habe mal wieder beim Reden meinen Gedankengang vergessen. Sie zeigen, dass sie mich hassen, indem sie mir Leid zufügen. Dadurch wollen. Durch die Videos oder anderen Sachen. Ich jedoch habe und wünsche ihnen keinen Schmerz, den ich weiß, wie es ist. Das ist der Unterschied zwischen Hass und Zorn. Leider. Es ist, wie man sich's halt auch noch zurecht lügen kann. Er hasst diese Leute, weil die mehr auf dem Kasten haben als er und weil sie ihn tanzen lassen und drüber lachen. Ach, hat er das jetzt so lange eingeblendet, wie er dafür brauchen würde zum Lesen? Okay. Diese Menschen zeigen, dass sie mich hassen, aufgrund der Tatsache, dass sie ihre Videos auf mich ausrichten und auf mich projizieren. Boah, Reini, da wäre ja an deiner Stelle auch ganz vorsichtig, weil du richtest deine Videos auch auf diese Leute aus. Beweisstück A, wir schauen es uns gerade an. Also, ja. 90% aller Geschichten, die sie abgezogen haben, haben darauf basiert, dass sie mich in irgendeiner Art und Weise gehatet haben. Sie haben ihre ganze Existenz auf YouTube darauf verwendet, mich fertig zu machen.
beweisen zu wollen, dass ich Hass empfinde. Ja, Reini, die sind halt mit in den Ring gestiegen. Ich glaube, dass diese Leute größtenteils auf YouTube niemals stattgefunden hätten, wenn sie dich nicht, ne, wenn sie dieses Drachengame nicht angefangen hätten. Du warst halt dann da und dann sind die da halt auch hin, um dir da irgendwie, um dich da tanzen zu lassen. Und anstatt dass du gesagt hättest, wow, das ist mir zu doof, ich spiele da nicht mehr mit, hast halt mitgemacht. Und dann haben sich alle köstlich amüsiert eine Zeit lang. Irgendwann ist es eskaliert. Ich entschuldige mich für alles, was bei mir passiert ist und für den Zorn, den ihr gegen mich empfindet. Ja, und Entschuldigungen bei ihm waren schon immer verlogen. Im Übrigen, ich entschuldige mich, dass diese Scheiße einfach noch leiser und noch leiser und noch leiser und undeutlicher wird bei ihm. Ich habe euch aber nie was getan, soweit ich wüsste. Falls doch, tut es mir wirklich unglaublich leid. Das ist die glaubwürdigste Entschuldigung, die ich jemals gehört habe. Es tut mir wirklich unglaublich leid. Ist jetzt gut dann wieder. Darf ich jetzt YouTube-Millionär werden, ohne dass ihr mir weiter auf den Sack geht? Danke sehr. Ich habe keinerlei Lust mehr, mich mit Hass auseinanderzusetzen. Ich möchte mein Leben ohne Hass leben. Und wenn andere YouTuber oder andere YouNower oder andere Streamer mich hassen, dann ist das eure Entscheidung. Aber ich werde nichts dergleichen jemals tun. was er dann später noch für Ansagenummern geschossen hat. Ne? Er macht jetzt hier so, ja, ich will hier keinen Beef und dergleichen, bla bla bla. Das war alles noch vor der Alplani-Geschichte. Denn ich möchte mein Leben in Frieden leben. Das hat fürchterlich gut funktioniert. Da hat es ja dann erst angefangen. Hätten mehr Menschen diese Einstellung, hätten wir vielleicht auch keine Kriege. Ich möchte jetzt zum Abschluss vom Video noch was sagen. Leider, wenn alle Menschen so wären wie du, dann mir nur vom Baum scheißen. Ich habe mir hier eine Geschichte aus dem Internet rausgesucht. Die habe ich vor einiger Zeit auf Twitter bekommen, auf Facebook bekommen. Habe diese Nachricht auf Eigentlich kriegen mal deine Social Media Seiten auf die Kette. Facebook, damals auf meinem privaten Account geteilt. Und möchte euch heute mal was sagen. Jetzt wird's cringe. Leute, setzt eure Helme auf, prepare your anus, es wird cringe. Das ist eine Nachricht, die eine Person an eine andere geschickt hat. Boah, er liest jetzt nicht wirklich eine von diesen erfundenen Sob-Story-Bullshit-Posts von Facebook vor. Ihr kennt diese Nummern. Ja? Oh, ich war neulich im Supermarkt und an der Kasse habe ich erst gedacht, mein Kind will irgendwie einen Schokoriegel klauen oder so und dann hat es das aber für ein anderes, krankes, ärmeres Kind gedacht und so weiter. Irgend sowas. Oh. Diese Scheiße, die du nur glaubst, wenn du über 60 bist. Liest dir jetzt so einen Mist vor? Der Junge, den du vorhin in der Halle fertig gemacht hast, beging eben Selbstmord. Boah, nein, es ist noch schlimmer. Boah, oh, jetzt ist Niveau-Limbo der Deluxe angesagt. Immer wenn er diese Nummer bringt. Das ist jetzt wirklich ekelhaft. Setz dich dahin, boah, die sind alle gemein zu mir und jetzt lese ich euch eine Sob-Story über Eigentermination vor. Wild Nummer. Wild, wild, wild. Das Mädchen, das du in deiner Klasse als Schlampe bezeichnet hast, wurde mit 10 vergewaltigt. Der Junge, den du als lahm bezeichnest, arbeitet jede Nacht, um seine Familie zu unterstützen. Das in der Schule jetzt? Ja, da gibt keine Kinderarbeit in Deutschland. Der alte Mann mit den hässlichen Narben im Gesicht hat für sein Land gekämpft. Die Mutter des Jungen, den du verarscht, liegt im Sterben. Bevor ich jetzt den letzten Satz sage... Jetzt soll er! Alter, das kann ich nicht ausdenken. Auch mit der Mucke im Hintergrund mit dazu. Also ich weiß nicht, ob er das überhaupt selber von
Facebook hat, oder er hat sowas Ähnliches, an das er sich meint zu erinnern, dann nochmal nachgebastelt, das glaube ich eher. Aber das ist immer so eine erbärmliche Nummer. Das ist so. Oi, 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 oi. Und Rainer, aber auf dich trifft nichts davon zu. Also Fresse halten. Der auf diesem Zettel steht, beziehungsweise den ich jetzt hier zu dem Thema machen möchte. Wie gut kennt ihr mich? An alle Hater da draußen. Wie viel von mir wisst ihr? Reell. Habt ihr mein Leben gelebt? Seid ihr... Oh Gott sei Dank nicht. Weil ich wach jeden Morgen auf und bin froh darüber, nicht du zu sein. mein Leben, meinen Lebensweg gegangen? Oder habt ihr mich auf meinem Lebensweg begleitet? Nein, aber ich kann mir auch so einen Lebensweg aus der Ferne anschauen und auf die Idee kommen, dass das vielleicht der Holzweg ist. Ja, manchmal hat man vielleicht auch aus der Ferne eine bessere Perspektive. Wenn ihr mich nicht mündig Vielleicht hättest du aber mal ein bisschen schlauere Leute als du in deinem Leben lassen können, die so ein bisschen Luftaufklärung machen, ob der Weg der Holzweg ist oder nicht. Und die von oben dann praktisch sagen können, na, Rainer, da links abbiegen, da rechts abbiegen, wir kriegen dich schon raus aus dem Labyrinth, keine Sorge. Irgendwie kriegen wir dich da havariefrei durch. Und du hast gesagt, na, ich gehe da rein und jetzt bist halt da drin. Ne? mindestens begleitet habt und mein Leben aus eurer Sicht gesehen habt und ich meine, jede Sache, die ich in meinem Leben erlebt habe, könnt ihr es nicht nachvollziehen. Reini, das wurscht. Ich muss nicht bei jedem Toilettengang dabei gewesen zu sein, um festzustellen, dass du desaströse Lebensentscheidungen getroffen hast und offensichtlich dein ganzes Leben lang. In jungen Jahren, in denen die wirklich schlimmen Konsequenzen davon abgehalten wurden, dass du noch nicht mündig warst und deine Eltern viel für dich entscheiden mussten und durften, ging es halt um Entscheidungen, wie verhalte ich mich in sozialen Gruppen. Hast du da schon desaströse Entscheidungen getroffen? Und später halt in dem Moment, in dem du, naja, volljährig erwachsen, will ich jetzt nicht sagen, warst und keinen Kontrollmechanismus à la Rudi mehr hinter dir stehen hattest, da hast halt dann auch einfach alle anderen Entscheidungen getroffen, die einfach so ein Leben komplett in die Güllegrube fahren. Wer ich bin. Ihr hatet mich, dabei kennt ihr mich nicht. Und das ist der letzte Satz. Joke, das Video geht noch 4 Minuten, ne? Ihr glaubt, ihr kennt Gut, ne, ich hab's selber gemacht. die Menschen. Ihr kennt sie nicht. Ihr glaubt, ihr kennt mich. Ihr kennt mich nicht. Rainer, ich kenn dich sehr gut. Also, Und ihr glaubt, ihr kennt andere. Rainer, du bist ein offenes Buch. Klar, wirklich, es geht auch nicht darum, irgendwelche random Leute zu haten. Wie gesagt, das hatten wir vorhin schon das Thema. Aber gerade bei ihm, genau weil man so viel über ihn weiß, haten ihn doch die Leute. Ihr kennt sie nicht. Euer Hass gründet darauf, dass ihr selbst Leid erfahren habt. Jeder Mensch hat irgendwann in seinem Leben Schmerz erfahren. Jeder Es ist wieder diese Westentaschenpsychologie. Ne? Die haten bloß, weil die selber gehatet wurden. Ja, manche Leute mögen dich vielleicht auch einfach nicht. Ne? hat sein Päckchen zu tragen. Das von manchen Menschen ist schwerer als das von anderen. Ich bin Legastheniker, ADSler. Ich bin vielleicht nicht ganz clever, aber Nee, Rainer, du hast HDS, du hast H-Gelddarm-Syndrom. Und das mit der Legasthenie und dem ADS, da will ich gerne, ich will ein Schriftstück sehen. Ich möchte einen Zettel sehen von einem richtigen, echten Arzt, der das diagnostiziert hat. Dann glaube ich dir das. Drauf steht, ich habe den Herrn Winkler untersucht und ja, der hat ADS und Legasthenie. habe durch mein ADS und meine Legasthenie zusätzliche Einbußen, die meinen Verstand betreffen. Ich lebe mit meinem Damals hat das dann noch so als Ausrede genommen. Und jetzt, inzwischen sagt er, ja, er hat zwar ADS und Legasthenie, aber deswegen ist er ja nicht dümmer als alle anderen. Ja, hat er gesagt, ja, schon, macht mich schon ein wenig dumm. Aber das ist es ja, ADS und Legasthenie heißt ja nicht, dass du dumm bist. Das kannst ja
auch haben, wenn du nicht so alter 58er bist wie er. meinen Krankheiten, mit meinen Behinderungen, so gut ich kann. Und ich sehe Folgendes. Es gibt immer noch Menschen, denen es noch schlechter geht als mir. Ja, keine Ahnung, das ist eine Einstellung, die immer ein bisschen, das schlägt so ein bisschen in die Scharte, wie er damals gesagt hat, der schaut euch bei krebskranke Kinder an und so. Schwierig, hätte ich gesagt gehabt. Ne? Natürlich sind meine Probleme und meine Befindlichkeiten für mich erstmal Priorität. Ne? Das ist bei jedem Menschen so. Und sich dann aber zu denken, so, ja, ich habe zwar gerade meinen Job verloren, aber es gibt Leute, denen geht's schlimmer als mir, hilft halt dann auch in der Situation nicht, ne? Immer dieses Vergleichen mit dem Leid von anderen Leuten, ich check's nicht. Selbst wenn es das für mich nicht besser macht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich möchte meinen Lebensweg nicht mit Hass betrachten. Keiner. Wenn man sagt, ich danke euch fürs Zuschauen, dann kommt danach sowas wie und wünsche euch noch einen schönen Tag, Medal of, ne? Dann kommt nicht noch 2,5 Minuten lang, bla bla, derselbe Text wie vorher nochmal. Nicht mit Hass pflastern. Und deswegen entschuldige ich mich bei jedem Hater, der hier draußen existiert, für jegliche Art und Weise, die ich euch je angetan habe, jeden Schmerz, den ich euch zugefügt habe. Auch wenn Naja, das ist so. Und hier, hätte er das gemacht, was ich gerade gesagt hätte, ja, und hätte da Schluss gemacht, jetzt kommt noch mal eine Provokation. Jetzt kommt dann so, ja, und ich entschuldige mich ja vielmals bei euch für all die schlimmen Dinge, die ich euch angetan habe. Da will ihm schon wieder eine klatschen. ich selbst nicht weiß, was es war. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Also hier, Applaus. Gut ausgemacht. Beim nächsten Mal dabei. Und soweit es mir möglich ist, werde ich ab sofort meine Videos ohne Hater weiterführen. Vollalarm Reini war nicht möglich. War überhaupt nicht möglich. Achtung, so ich kann. Das heißt, ich werde es versuchen, sie nicht mehr zu erwähnen. Immer werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ich versuche es. Gleich relativieren. Ne? Im Video noch sagen, bei mir ist es kein Thema mehr. Hate und Ding, kein Wort mehr zu den Haters. Ich bin jetzt hier der Klügere, der nachgibt und ich beende jetzt diesen Teufelskreis. Disclaimer, wahrscheinlich nicht. Ich danke euch. Bleibt bis zum nächsten Mal. Hoffentlich wieder mit dabei. Haut rein. Euer Drachenlord. Metal on. Und Sayonara. Eine letzte Sache muss ich... Ah, jetzt hör halt endlich auf! Du hast doch jetzt deine ganzen Kindergartenposen schon durchgemacht, oder? Ist das jetzt nicht genug? Ah, aber jetzt noch eine Sache. Und jetzt kommt der doppelte Harrison Ford-Finger. Zerdom. Ne? Jetzt erzähle ich euch mal was. noch sagen, es kommt heute kein Hashtag Fragdrache. Ah, ja, der Dragon Bundle fällt aus. Ja, wissen wir schon. Es kommt erst morgen. Tschüss. Wenn er jetzt wiederkommt, die Nummer läuft noch. 1,5 Minuten. Ich traue der Sache noch nicht. Hat er jetzt einfach nur diese Drecksmucke da hinten noch 1,5 Minuten dran gehängt? Unfassbar. Ich hätte jetzt echt gedacht, der kommt nochmal. Ah ja, im Übrigen. Einen habe ich noch vergessen. Ah, Leute. Und auch hier, das hier, was er da als Hintergrund jetzt zeigt, es sieht aus wie die Internetseite von Homer Simpson, oder? Kennt ihr die Folge, als Homer Simpson seine eigene Internetseite macht, wo einfach nur irgendwelchen Shit von anderen Seiten reinkopiert? Genau das. Wild. Wild, 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 Leute. Was haben wir? 40 Minuten. Oh, ist ein kurzes Ding heute, aber darf auch mal sein. Leute, das war ein wilder Ritt. Das war ein wilder Ritt. Leute, hatet nicht grundlos irgendwelche Leute, nur weil ihr Rainer nicht mögt. Ne? Projiziert euren Hass nicht auf andere.
Was auch immer das bedeuten soll. Und Metal Off.